Welkom zu dieser Kurs von Seelische Heilung. Wir sind bei der ersten Lektion in ein Buch, erst ab Seite 25. Ich will verstehen können und lernen, warum ich die Dinge tue, was ich tue. Paulus sagt in Römer 7, Vers 15, ich kann mich selbst nicht verstehen, weil ich tue nicht, was ich tun will, aber ich tue gerade dort, was mir gegen an ist. Geht ihr das nochmal so steht? Falls du das nochmal so, dort, was du tun willst, das tust du nicht, und dort, was du nicht tun willst, das tust du. Mir wird es erst einmal nicht deutlich, weil ein Mensch nicht bloß mal kann entscheiden, oh, das will ich nicht mal tun. Weil sie die immer waren, das selbst gedenkt tut, und dort immer waren, schlechte Dinge mit sich bringt. Mir wird es nicht deutlich, aber ich kann nicht verstehen. Gott hat mir geholfen, das zu verstehen. Weil ich mal ein Beispiel geben. Ein Jäger, der jägert. Und ich glaube, das ist ein Ding, was ein Mensch, ich glaube, die meisten mit geboren ist, nicht? Denn wenn ein Mensch das Jägern an ist, der kann sich nicht treffen, der macht. Mein ein Onkel, er lebt nu auch nicht, aber das Lebenszeit ein Jäger gewesen. Und der kann sich euch treffen, wenn du noch mal wo eine Gelegenheit wäre. Wir würden wohl vielleicht Weg fahren, ganz anders sagen. Wir fahren von einem Dorf nach dem anderen. Und dann meinst dann wieder ein Haus, und der dann abstarten ab, und so drehen den Trucker abstarten ab, und wir weichen und jägen wir Husen. Und wir mussten dann bloß mit, wir mussten uns festhalten, und wir jägen dann jägen wie alle. Aber ein Jäger, der jägt. Und so, das wundert uns dann auch gar nicht so sehr. Nu weet dat met wat anders vergelijken. Een verwundet hart. Wat is een verwundet hart? Een verwundet hart, dat andere wil. Dat is geen weich raam. Wenn du verwundet bist und du nicht Heilung kriegen darfst, du wirst immer Menschen verwunden, was darum die wollen sein. Mit den Dingen, was du darfst, was du nicht tun willst, wir wollen meistens mal ein bisschen eine Liste übergehen, aber die Dinge, was du darfst, was du nicht tun willst, das tut andere Menschen auch weh. Das tut die weh, das darf die schuden, und das tut den Nächsten aber auch weh. So, some von diesen Dingen, das sind, das will mal sagen, Trinken, Alkohol, das tut die schuden, aber das tut deine Familie grauten schuden. Drugs brauchen, ein Hürerie leben, untreu sein, stehlen, plündern, schneiden. Das sind so, was sich viel schneiden tun. Liegen, spotten und eten gebunden sein. Das Gegenteil von zu viel eten, das überhaupt nicht eten. Und all so Dinge ist das. Das sind solche schädliche Dinge. Und die Liste ist noch viel länger als dort. Das sind Dinge, was Menschen tun, was sie würden sagen, die will ich nicht tun. Ich will nicht das, aber ich kann nicht verstehen, warum ich das tue. So, von der wollen wir mal ein klein bisschen gucken, warum tue ich die Dinge, was ich tue, wenn mir die Schulden geben und wenn die Menschen um mich auch Schulden geben, warum tue ich das dann? Wir wollen mal ein klein bisschen trägen, was ich eine Ferienlektion brauchen, das ist das Beispiel von diesem Plant. Dat een plant jelle beleren even deel brengt dat weet wie, dat heeft te doen met wat du aan ihr aangaan dat. En zo, nu willen we een klein beetje weer gaan. Deze plant, die brengt nu een vrucht even deel. Die vrucht, waar we die vergelijken met deze list van dingen hier. Die dingen wat du deed, wat du niet wist doen. Du bringst vrucht in dein leven. Maar dit is een betere, jaftige vrucht, wat we zeggen. Okay, die Frucht, die wirst du nicht bringen, aber die kommt immer wieder über dir. So, helpt das Wort, wenn du immer wieder bist, die Früchte losplacken und die Frucht schaffen, dass das Baum oder diese Plant nicht mehr was die Frucht über dir bringt. Wenn du was haben, dass hier so wird abhören, dann wird hier unten und wird geschafft. In Lukas Kapitel 6, da haben wir den 43. Vers, da sagt du, ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht für den Tag bringen. Und ein schlechter Baum kann nicht gute Frucht für den Tag bringen.
Und an der 45. Vers sagt, ein guter Mensch wird uit het Gode in zijn hart, Wort Gode vandaag brengen. En een slechter Mensch bringt von het Schlechte in zijn hart, Schlechtet vandaag. Wils wovon dat hart vol is, redt het mühl. Wovon dat hart vol is, dat wordt de vervrucht überdeeld komt, dat wordt hieruit komt, dat wordt een Mensch deed. Wir wollen so ver an die Dinge schaffen, wo aber nicht die wirkliche Trübel ist. Da sind Menschen, die sind vielleicht gebunden und trinken. Sie denken, mein Trübel dort ist bloß trinken. Ich will bloß mal abhören mit trinken, dann ist alles gefixt. Aber dann magst du überhaupt, ich mal fragen, warum fängt der an? Warum fängt ich an mit dem Stadt? Dort ist nicht so einfach, bloß das Trinken, Tachel und nicht alles gefixt. Und wir wollen mir so sagen, warum nicht? Wenn das hat, fängt nicht bei unseren Worten an. Das fängt nicht bei den Sinn an. Wenn wir kicken dann nur die Geschichte von Jesus und Zacchaeus. Der kleine Mann wird auf den Baum abgekraubt, wegen er will Jesus sein, durch der Stadt kommt. Zacchaeus wie ein Taxkollector. Er wusste, dass er dort artig. Und er wusste, dass dort Menschen in Haushalten gegen Arming haben und auch viel Geld aufgegeben. Aber er wird an, Jesus kommt in die Stadt an und er will den begegnen. Sein Hart hat ein Verlangen nach diesem Jesus. Und als Jesus hier steht bei dem Baum ist und hält er still und redet Zacchaeus an. Und er hat nicht anfangen mit Zacchaeus, du bist ein Sünder, du sollst mal umkehren. Er redet nicht von Zacchaeus seinen Sinn. Aber er sagt, Zacchaeus, komm von dem Baum rauf, ich will von dir bei dir zu einer Multitude sein. Er bietet eine Gemeinschaft mit Zacchaeus. Er will am Tadon am Zacchaeus sein Hort. Nicht das Üterliche. Das Üterliche wisst Jesus aller gut. So Zacchaeus und Jesus, die gehen in sein Haus an, sie haben eine Multitude. Und Zacchaeus fühlt sich so angenommen und geläuft von Jesus. Er sagt, ich will von mir sinnlos. Ich will Menschen nicht mal Geld aufgeben. Ich will Träge geben, was ich genommen habe von dir. So, Jesus, der schafft hier nicht an Zacchaeus seinen Sinn. Er schafft hier an den sein Hort. Das Hort fehlt dort an Wort. Das fehlt dort an Läuf. Und das fehlt dort an angenommen sein. Ich glaube nicht, dass Zacchaeus sich einmal euerhaft so angenommen gefällt, als in dem Moment, wo er Jesus begegnen wird. Weil wir hier mal ein Beispiel nehmen, ab Seite 26 durch in Jümburg, und da sage ich dort boven, zum Uitfingen, warum ich die Dinge da, was ich da, muss ich trägen in meine Gedanken besein. Unsere Gedanken sind sehr, sehr wichtig, wegen da passiert sehr viel. Okay, hier haben wir eine Lehre. Du bist eine Kirche und jemand, wem du kannst, der geht bei dir vorbei und die begrüßen. Okay, nun fangen die Gedanken an loszugehen, nicht so? Nun sind hier zwei Dinge, was du denken kannst. Du musst dich nicht wählen. Du kannst nur die negative Seite gehen oder du kannst nur die positive Seite gehen. So schafft man an die Gedanken. Heißt mich beleidigt. Was habe ich denn überhaupt getan? Sieh, wenn du nicht diese Gedanken führen, wo lädt das dann an? Dann jaft das Gefühl. Deine Gedanken bringt das dazu, wie du nicht anfängst zu fühlen. Like, nu bist du so bekümmert, so besorgt, so ängstlich. Like, was habe ich denn getan? Nu fühlt das Hart weh. Okay? Und so nu wird dein Benehmen auch ändern. Dein Benehmen wird nicht tun sein, als was du hier denken sollst und was du nicht fühlen sollst. Nu benimmst du dich auf so ein weiches Stadt. Nächstes Mal gehst du noch bloß vorbei. Sind das alles Negatives. Wir wollen nur positive Seite gehen. Diese Person geht hier vorbei in der Kirche und du denkst so, der muss mich vermehlich nicht sein haben. Vielleicht hat er ein bisschen schweren Tag, der seine Gedanken ganz erst so hat, wegen, wo würde ich mir bloß mal so in den Stich gehen? Der wird was schwer hat haben. Und so, das bringt die bei dem Gefühl, wo du fallst nur den halten. Du merkst die Sorgen über diese Person. Ich wundere, was der verschwört hat, wo würde ich den halten können? Und so, dein Benehmen, das wird nicht auch anders sein. Du wirst nicht vielleicht nur die Person gehen und fragen, hey, hast du irgendein Ding, was ich für die tun kann? Und wirst mit eins an, das kriegst, was du hier gedacht hast. Aber wenn du nicht wirst an der negativen Seite geblieben sein, was wir dort wieder mit sich gebracht haben. Unsere Gedanken, die wurden entweder gefüllt mit Leeres oder mit Wahrheit. Und dort passiert,
sehr viel Mal, wenn wir in einer Lehre sind, wo du kein Weide mit verbunden sind. Wenn du Sonntagabend die Diät wäre bloß vorbei, du hast plötzlich eine Gelegenheit, Weide zu fallen. Und so, damit wir unsere Gedanken in ihr sehen. Okay, nu kann ich mich hier mit Leis fallen und sie denken, na ja, der will ja nicht von mir. Aber kann mich mit der Wahrheit fallen, der darf mich vielleicht bloß nicht mal sein. Viele von den Dingen, was Menschen tun, die haben du angefangen, wo die sind in der Lehre gewesen, wo du es weiter gewesen und du sind Gedanken näher gekommen. Und die haben die Leis genommen und haben die festgehalten. Und die halten das Wahrheit. Wir machen unsere Gedanken in ihr sehen. Wir machen trägen und gucken, was ist mein Gedankenleben? Was habe ich jeden Tag für Gedanken, was mich bei so einem Gefühl bringen wird, was mich bei so einem Benehmen bringen wird, dass ich so eine Dinge tue, was ich tue. Weil mal zum Beispiel nehmen die Rots vielleicht einen Trinker hier. Okay, der trinkt hier und das ja weiter für seine Familie und so weiter. Okay, nu wel mal ein klein bisschen trägen. Warum trinkt er? Was ist denn sein Benehmenssystem? Weil, der geht sich Tag für Tag mit Gefühl rum, mit mir essen nicht, und ich sage nicht, was wird, und keiner gleich mir. Okay, warum fällt dieses das? Wenn der hat seine Gedanken, der denkt wie sich so, mit mir esst das nicht. Die Gedanken, der fördert die Tag für Tag. Aber wo haben die Gedanken mal angefangen? Das war möglich, vielleicht als Kind, so abgewachsen, wo dem Filterzid gestartet ist, oder wo der Papa im Haus vielleicht immer ehrlich gewesen ist und vielleicht rumgekielt hat in der Familie, und die Kinder so verwöhnt, körperlich und mit Wied und was immer, du hast diese Person vielleicht mal abgewachsen und der hat angefangen, seine Gedanken zu führen, na ja, wenn das mit mir mehr wäre, da würde meine Papa mich nicht immer schlagen. Und so mit den Gedanken geht er wieder, und dort jaft den immer weiter seine Gefühl, ich sage nicht wird. Und der fällt weiter. Der weiter ist so groß, der muss sein, der zu betäuben. Und Alkohol betäubt der. Aber Gott, der will uns in Niederwach lehren. Wenn wir wollen weiter tun, dann sollen wir unsere Gedanken nach Arm drehen. Und dort wir unsere Gedanken und unsere Gefühle alle mit Gott verwechseln tun, dass uns Benehmen wird anders sein. So, unsere Gedanken, die bringen das dazu, wo wir fühlen tun. Unsere Gefühle, die bringen das dazu, wo wir was tun, wo wir haben uns Benehmen zu tun. Und dann uns Benehmen, dort wird unsere Gedanken da mal bloß starten, und dann ist dort dreht das immer weiter in eine Runde, in eine Runde. Wenn ich dort nicht ändern tue, dann wird das immer dabei bleiben, dass ich was mir will tun und ich was die will tun, was dran mir sind. Ab Seite 28, da habe ich einmal ein Vers, was zu tun hat mit uns Denken. Römer 12,2 sagt, stellt ihr nicht so Hannes diese Welt dort. Die sollen durch jene neue Gesinnung, nie Weich von Denken, verändert worden, dass die weiten können, was Gott sein will, was gut, angenehm und vollkommen ist. Und dann wieder redet in 2. Korinther 10 von, dass wir sollen unsere Gedanken festnehmen und Gehorsam merken zu Jesus Christus. Unsere Gedanken, die können für uns sein, dass ein Wille piert. Das einmal hier und einmal da. Und das bleibt nicht hier. Das muss am Haken nehmen und ein Wille piert ja tun zu merken. Und unsere Gedanken auch. Wenn wir unsere Gedanken nicht an Gott seine Hände geben, dass Gott muss in Gehorsam sein, unsere Gedanken, die können wild werden. Wir können uns selbst ganz bedrückt merken. Mit einem Spuß aus dem Beispiel, das eine Person, die will am Darben gehen, eine Nubasch, sich einen Hummer liehen. Und als sie hingewiesen ist, dann denkt er mit Dingen zu sich selbst und fängt dann eben nur zu denken über den Nuba und er denkt, na ja, das ist mit einem $1 Mann. Und ich sage, oh, mal gehen mit Dingen liehen. Und ich glaube nicht, dass den das angenehm ist, dass ich mir so fertig komme, eigentlich so liehen. Und der wird mir den von der nicht wollen liehen. Der wird verstellt und ich war kommen, dass ich mir wollen Hummer liehen. Und naja, aber das ist ja so, der Dall ist ja immer. Und ich weiß nicht, was er mir den Hummer nicht will liehen, das merkt ja am nicht aus und so weiter und so weiter. Er fordert seine Gedanken, bloß so ja.
Bad hij beraten hof essen, aber ohne der, puttet on kamp Dämoner der, en euer de können Wut sagen, sagt der so, all die Brutz mit den Hummer nicht liehen, aber hol den bloß, ich will den nicht mal. Und jetzt ist dort vom Hof. Ja, Nuba ist ganz verblasst. Der weiß nicht mal, was hier euer Gun ist. Aber dieser, der hat seine Gedanken so viel Negatives gefordert, hingeweht ist, dass sein Benehmen ganz nicht eine negative Seite gegangen ist. Es ist interessant, aber es ist dort Arbeit wie als Menschen. In Psalm 77, da haben wir ein Beispiel von, wo wir unsere Gedanken ändern können. Ich kann Ihnen das selbst nur lesen, von Vers 8 durch 15. Erstens drückt er sich aus, wo schwierig das Leben ist. Und er fühlt sich so allein verloren von Gott. Und damit eins, dann ist es mit, dass man sich stillhält und sagt, wach, mein Bett. Hier ist es, dass man seine Gedanken nicht will, die andere Weg drehen. Sagt er, aber guck mal, was hat Gott nicht alles in meinem Leben getan? Was hat Gott mich nicht all hier gehalten und dort gehalten? So, er hat sein Mind hier changing. Er ändert sein Weg von Denken hier. Und damit eins, dann fängt er an zu feilen und er fängt Gott an zu loben und zu preisen. Das hier alle eine ganz kurze Zeit, stelle ich mir so vor, wenige Minuten, was das hier passieren wird. Wie man noch mal ungeredet halten mit uns selbst. Wie man noch mal still halten und sagen, okay, wach mal Bett. Was tue ich hier? Warum tue ich das, was ich hier tue? Weil, was für Gedanken habe ich immer? Nu wollen wir mal unsere Gedanken ändern. Und das ist am Deutschen dann noch mal gebrückt wird, man noch mal hinter den Stuhl gehen und mal ungeredet halten mit uns selbst. Und ich glaube, das schafft. Wenn wir das nicht tun, wir wollen immer bleiben beim uns beschädigen und den nächsten beschädigen. So, das ist, was wir in der ersten Lektion durchgehen tun. So, ich will die merken, lass deine Gedanken ändern, bring die zu Gott, bekann die, wenn das Lehe sind, bekann die für Gott und nimm seine Wahrheit an und lass seine Wahrheit deine Gefühle ändern und dort wird dein Benehmen auch ändern. In Philippa Kapitel 4, Vers 8, lese die dort nur. Du sagst dort, mit was du deine Gedanken alles fallen sollst. Dort wird der gut ist und dort wird der reich ist und so weiter. Fall deine Gedanken mit dort, was der gut ist. Wollen wir zum Schluss noch beten. Dankeschön, himmlischer Vater, dass du uns so wundervoll gemerkt hast und dass wir können ein Gedankenleben haben, wo du wirklich zum Überstehen ist, wo wundervoll das ist. Aber manchmal kommen wir im Trouble abnehmen, wegen unserer Gedanken, wegen wir lassen die durchgehen, wo die wollen. Aber wir haben von dir gelernt, wie wichtig das ist, dass wir unsere Gedanken in Ordnung haben, dass wir unsere Gedanken unter deiner Kontrolle haben, dass du die Force hast, dass die jemanden gehorsam sind. Wenn das nicht ist, dann ändert das unser Gefühl und das ändert uns Benehmen. Wir fragen uns immer manchmal, warum wir die Dinge tun, was wir tun. Wir wollen die nicht tun. Aber hier ist das klar, wir müssen uns Weg von Denken ändern. Wenn wir in der Lehre sind, wo uns weh tun wird, Gott, dann schenk uns Kraft, dass wir in dem Moment können reich umgehen mit uns denken. Wir sind am schwachsten, wenn wir schon weh tun werden. Aber du bist das am wichtigsten, dass unsere Gedanken in deiner Kontrolle sind. Schenk uns Kraft, Gott, dass wir dort werden können, dass unsere Worte, unser Benehmen sich ändern wird, dass dort was sind, was dir geben wird. Dankeschön. In Jesus' Namen. Amen.